Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Folge Luzern gegen Basel. Und ich habe den Kommentator noch angeschaut, wie ich privat noch gespielt habe. Und dann noch den Italiener Pardonava. Aber das tue ich gerade noch rausnehmen. Willkommen zu einer neuen Folge FIFA Karrieremodus. Nach den souveränen 2-Sieg gegen Lugano und Zürich geht es heute wieder gegen Luzern und Bayer Leverkusen in der Champions League. Wir haben neue Spieler gekauft, die werden heute auch zum Teil eingesetzt. Wir schauen, ob Luzern heute auch jemanden gekauft. Wir haben Geoffrey Donza von Cagliari gekauft. Veganer 20, recht physisch stark. Und dazu noch vielversprechend. Das heisst, ihn können wir auch noch sogenannt gut züchten. Vielleicht bringt er uns auch noch ein bisschen gutes Rating in die. Und da sehen wir schon die ersten Spieler, die ersten neuen Spieler, die dabei sind, außer der Donza. Erst Luzern mit Zibu, Xar, Affolter, Osorio wird wahrscheinlich ein neuer Spieler für das Innenverteidigung. Luschweiger, Theoleria, Bascha, Neumann, Schneuli und Pfannkuchen, auch ein neuer wahrscheinlich. Und ich kann Kader nicht so gut an. Wir gehen die Spiele, ja. Wir sehen uns, sobald es wieder ein Highlight gibt, das machen wir so wieder. Dann noch eine Aufstellung, vielleicht wenn man es nicht gesehen hat. Und zwar spielen wir mit Bembolo, Steffen, Tiedemann, Boetius, Stocker, Donza und eben kein Gold, wo er auf der Satzbank ist. Da will ich lieber einen schnelleren für das Spiel selber haben. Zum Schluss meine ich. Steffen zieht da durch. Und Boetius mit dem 2-2. Mit dem 2-2. Donza, was? Zibu bekommt Handnoten und klärt den Ball an die Latte. Da sehen wir es nochmal. Zibu mit einer klasse Paradeball wäre sonst wahrscheinlich der nächste. Schickt Embolo 2-2! 2-2 und sofort der Ball. 2-2, 88. Minute von Embolo. Der kann durchlaufen. Niemand greift ihn an. Dann der durchsetzt. Dann haut der Ball. Ja, schon 2-2. Ich wird jetzt ab. FIFA 2-2. Wir holen das 2-0 auf und machen daraus ein Unentschieden. So, wir sind zurück. Ein bisschen traurig, es war 2-2 gewesen, aber wir gehen weiter, wir spielen weiter. Ich zeige euch einfach in dieser Folge nur die Goals und glaube, dafür nehmen wir noch ein Spiel gegen Thun. Das schauen wir schon. Also. So. Gehen wir schauen, was sie wollen. Sperre erhöht ist nicht gesperrt. Gut, Pressekonferenz, wir motivieren unsere Jungs. Dann unser Agent. Peru-Chile. Als ob ich Nazi-Trainer von Peru-Chile werde. Wir sehen das Spiel gegen Europa League. Ja genau, gegen Europa League. Wir spielen gegen die Europa League. Nein, gegen Bayern 04 Leverkusen. So, wir sind im Spiel die Hai gegen Bayer 04 Leverkusen. Das wird auch ein Spiel, was spannend sein wird. Basel die Hai gegen Leverkusen. Mein Name ist Alessio und willkommen auf Fall Italiano. Die Aufstellung ein bisschen anders heute. Es ist der erste Spieltag vor der Champions League. Aufgrund, dass Basel jetzt schon am Meister geworden ist. So, Suchi führt die Mannschaft an, spielt im Fokus natürlich Bellarabi und der Brele Embolo. Beide etwa gleich groß und gleich schwer, aber halt ein Altersunterschied von 7 Jahren. Embolo noch nicht mal 20, aber schon 80. Bellarabi weiss nicht, aber das sehen wir schon mal, der Christoph Kramer. Aber das ist unsere Aufstellung, das ist interessant, mit Donnarumma, Ali,
Suchi, Saar, Traoré, Jean-Paul Peter, Dynamo, Donza, Steffen und vor ihnen Stocker und Ember, mal etwas Neues, 4-4-1-1. Mal schauen, ob da Erik... Da sind wir jetzt zu Donza. Donza macht das 1:0! Ich muss riesig sein, wenn ich mit dem dran schlafe. Ich darf nicht schreien. Was haben wir für ein 1:0? Emmer hat sich gut gegen 2 Leverkusen durchgesetzt. Sehr gut vom Donza gespielt. Das wird gegangen. Immer noch nicht dran. Und hier packen jetzt erst Javier an. Jetzt! Transfer Konter. Aber es ist vorbei. Wir gewinnen 1:0 gegen Leverkusen. Nice! Nice! Gegen Luzern hat es nicht gebracht, aber wir haben genau, nein, 2 Schüsse, wenn nicht mehr. Und Eindhoven gewinnt gegen Turin, also die 2 Aussenseiter eher. Gewinnen gegen die 2 Favoriten. Hei. Dann gehen wir weiter. Dragowski will spielen, das wissen wir, aber das werden wir ein bisschen andere Aufstellung mal machen. Okay. Ich soll ganz stoppen, aber es will nicht. Also. Gegen Chile. Ne. Schweiz zögere ich noch. Hat es da einen Grund? Zögern. Ach, das ist noch vom. Ja. England interessiert mich nicht. Sitten ist wieder fit. Das interessiert mich nicht. Das ist noch vom Transferfang schon gesehen. Und der Gast will spielen. Wir lernen das jetzt im Tun. Die Spieler, die immer reklamiert. So, Basel empfängt also Thun im letzten Spiel für heute. Und wie gesagt, ich sehe heute jetzt nur die Anfangssequenz und dann Goal und der Abschluss von dieser Folge. Sie haben da Buß und Munzi sind mittlerweile nicht mehr beim FC Thun. Munzi spielt bei GC jetzt mittlerweile und Buß glaube ich St. Gallen spielt aber noch bei Thun. Basel heute also mit der anderen Aufstellung mal. Drakowski spielt mit Traoré, Balanta, Oxford, Lang, Baumann, das war noch Boetius, Bjarnason, Hunziker, Janko. Was? Das sind einfach die meistens nicht spielen, ein bisschen weniger und da die Aufstellung von der Thuner und wir gehen also jetzt ins Spiel. Beste. Was? Die meisten Gegengol gegen die wenigsten Schüsse. Okay, los geht's, Basel gegen Thun. Samanovic mit dem ersten Schuss. Oh! Geht doch! Samanovic, erstes Goal. Das ist zweiter Schuss, erstes Goal live. Jakob in der Ball zurück. Hätte ja übrigens keinen Spieler zu. Ja, und das gibt Penalty. Genau, Balanta und Oxford. Platz beistehen. Und ich habe einmal etwas gedrückt. Ich bin nur zu ihm hingelaufen. Ja. Ich komme da ganz hin, kannst du auszeichnen. Oh! Ich will immer die richtige Ecke. Immer. Nach einem grossen Überraschung, dass Basel führt, halt tun. Sie nach 5 Minuten wieder zurück am Boden. Sehen wir nochmal. Doch. Steffen eingewechselt. Verliert. Zu 1 Änderung stellen sie wieder im Spiel. Doppel zu 1 Yes. Geil. Kann ich uns und wir können Spiel 3:1 gegen Thun. Geil!
Lugano gewinnt mit 2-2 gegen St. Gallen. Wir gehen sofort Tabelle schauen. Dann beenden wir die Folge. Ein längere Folge hoffentlich nicht, aber mal schauen. Ich weiß es nicht. Dann spielt man den ersten Mal auf die Tabelle ist mal schauen. Vaduz ist Zweiter. Alles klar. Jedenfalls Zürich Erste mit 16 Punkten. Hier kommen wir und Vaduz mit jeweils 15 Punkten, 14 Punkte Sion und IB, 13 Punkte GC, 10 Punkte. Also ist wirklich nicht viel auseinander, nur 10 Punkte vom ersten bis zum letzten. Und nächste Folge sehen wir also Juve und den Zürich-Match und dann geht nochmal gegen Lugano. Das wird eine happige Sache. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei FIFA Karrieremodus. Bis dann und ciao zusammen.